So, heute ist Oscar-Sonntag, heute werden die Academy Awards vergeben. Ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema. Einerseits habe ich schon einen kleinen Kommentar zu den Oscars abgegeben, wo mir ein bisschen zu einem Rant geworden ist. Dieses Jahr könnten die Oscars wirklich sehr spannend werden in gewissen Kategorien. Ich werde nicht alle behandeln, weil ich einerseits zum Beispiel von Dokumentar-Kurzfilm wirklich keine Ahnung habe. Aber es gibt ein paar Kategorien, wo ich die einen Filme oder die meisten gesehen habe und die, die halt einfach ein bisschen grösser sind. Und ich fange mal mit einer an, wo eigentlich schon im Vornherein klar ist, wer gönnt, und das ist Best Animated Feature, also der beste Animationsfilm. Da sind nominiert Boy and the World, Anomalisa, Inside Out, When Marnie Was There und Shaun the Sheep, the Movie. Es ist eigentlich schon klar, dass Inside Out gönnt, und das ist auch mein Tipp, sage ich jetzt mal, weil es ist, der Film hat bei den BAFTAs, also bei den britischen Oscars quasi gewonnen. Er hat den Golden Globe bekommen für den besten Animationsfilm und er ist bei den Oscars für das beste Originaldrehbuch nominiert, und wenn ein Animationsfilm in einer anderen Kategorie nominiert ist, dann gönnt er meistens in der Animated Feature Kategorie. Also der ist eigentlich relativ offensichtlich. Dann haben wir eine Kategorie, die wahrscheinlich die wenigsten wirklich interessiert, für mich aber hochspannend ist, und das ist Best Cinematography, also die beste Kamera. Und da sind nominiert Carol, The Hateful Eight, Mad Max, The Revenant und Sicario. Und ich persönlich bin für Sicario. Ich hoffe, der gönnt, obwohl die anderen auch sehr gut sind. Ich habe Carol leider nicht gesehen. Aber ich bin einerseits für Sicario, weil Sicario ein grossartiger Film ist. Und andererseits, weil der Roger Deakins zum 13. Mal nominiert ist und noch nie gewonnen hat, also der Kameramann. Ich glaube aber, dass der Revenant wird gewinnen, rein was dahinter steckt. Und es ist auch ein sehr, sehr schöner Film zum Anschauen, rein optisch und rein landschaftlich ist er wirklich sehr beeindruckend, und darum glaube ich, wird der Revenant dort abräumen. In der Kategorie Best Original Score, also der beste Soundtrack eigentlich, die beste Filmmusik, sind ein paar gute Filme nominiert, und zwar Bridge of Spies, Carol, The Hateful Eight, Sicario und Star Wars The Force Awakens. Ich gebe meinen Tipp ab und sage, es wird der Hateful Eight gewinnen, also der Ennio Morricone, und nicht der John Williams. Das ist so ein bisschen ein Duell der Giganten zwischen den beiden. Aber der Ennio Morricone hat noch nie gewonnen für einen Film. Er hat auch schon gewonnen bei den BAFTAs und bei den Golden Globes. Dann haben wir das beste Originaldrehbuch. Dort sind nominiert Bridge of Spies, Inside Out, Spotlight, Straight Outta Compton und Ex Machina. Und das ist auch recht eine spannende Kategorie, finde ich. Ich glaube aber, dass Spotlight wird gewinnen, weil Spotlight hat einerseits bei den BAFTAs auch abgeräumt, und andererseits habe ich das Gefühl, ist das eines von diesen Drehbüchern, die der Academy sehr gefällt. Ich habe das Gefühl, Bridge of Spies, der Steven Spielberg-Film, also es hat nichts mit Gewürz zu tun. So ein blöder Joke. Glaube ich, hat auch eine Chance, aber schlussendlich glaube ich, dass Spotlight wird gewinnen dort. Dann haben wir noch das beste adaptierte Drehbuch, also wo basiert auf einer Vorlage. Dort haben wir The Big Short, Brooklyn, The Martian, Carol und Room. Und das ist sehr, sehr eine schwierige Kategorie, finde ich. Ich habe Carol und Brooklyn nicht gesehen. Room habe ich schon gesehen, da wird mein Review mal noch kommen. Das ist wirklich ein sehr starker Film. Meiner Meinung nach wird es dort aber auskämpft sozusagen zwischen The Martian und The Big Short. Ich tippe auf The Martian, obwohl The Big Short bei den BAFTAs gewonnen hat und auch wirklich sehr ein cooles und sehr gutes Drehbuch ist, aber weil die Academy ist, glaube ich, recht Fan von Ridley Scott und nominiert ihn ab und zu, und ich finde ja The Martian völlig überbewertet, aber ich glaube, The Martian wird das beste adaptierte Drehbuch gewinnen. So, jetzt kommen wir zu den Leuten mehr als zu dem Film selber. Da zum Beispiel die beste Regie. Dort sind nominiert der Adam McKay für The Big Short, der Alejandro Iñárritu für The Revenant, der George Miller für Mad Max, yes! Dann der Lenny Abrahamson für Room und der Tom McCarthy für Spotlight. Sorry, ich muss ein bisschen spicken, ich kann das nicht alles auswendig lernen. Und dort ist es schwierig. Ich persönlich bin für den George Miller, weil Mad Max Fury Road ist so verdammt geil und so super gut, was die Regie angeht. Aber die Academy ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen Fan vom Iñárritu. Sie haben ihn ja letztes Jahr schon für Birdman ausgezeichnet. Absolut zu Recht, wie ich finde. Und ich glaube, dieses Jahr wird er auch wieder abräumen für The Revenant. Dann haben wir die besten Nebendarstellerinnen. Dort sind nominiert Jennifer Jason Leigh für The Hateful Eight, Rooney Mara für Carol, dann Rachel McAdams für Spotlight, Alicia Vikander für The Danish Girl, nicht für Ex Machina, und Kate Winslet für Steve Jobs. Dort
haben viel das Gefühl, dass Kate Winslet gewinnen könnte. Ich habe das auch das Gefühl, dass das könnte sein, weil sie hat einerseits bei den BAFTAs, andererseits aber auch bei den Golden Globes gewonnen. Ich tippe aber auf Jennifer Jason Leigh bei der Hateful Eight. Dann haben wir den besten Nebendarsteller und das finde ich ist die Kategorie, wo 2 Leute wirklich fehlen und das sind der Benicio del Toro für Sicario und der Idris Elba für Beasts of No Nation. Die 2 sind so verdammt gut gewesen. Ich habe leider Bridge of Spies nicht gesehen, dort ist der Mark Rylance nominiert, der hat auch bei den BAFTAs gewonnen. Ich tippe aber auf den Sylvester Stallone bei Creed, weil der hat einerseits den Golden Globe gewonnen und andererseits habe ich das Gefühl, dass der dort wird überkommen. Und sonst ist noch nominiert der Tom Hardy für The Revenant, der Christian Bale für The Big Short, der war auch sehr cool gewesen, und der Mark Ruffalo für Spotlight. Die sind wirklich alle gut. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt den Stallone weglassen, weil der war schon okay gewesen, aber jetzt nicht Oscar gut, aber ich glaube, schlussendlich wird er trotz allem gewinnen dort. Dann haben wir die beste Hauptdarstellerin, dort sind nominiert Cate Blanchett für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, Charlotte Rampling für 45 Years und Saoirse Ronan für Brooklyn. Ich habe weder Brooklyn noch 45 Years noch Joy noch Carol gesehen. Ehrlich gesagt nur Room, und ich glaube aber auch, dass Brie Larson dort wird gewinnen, weil sie hat sowohl bei den BAFTAs als auch bei den Golden Globes abgeräumt in der Kategorie Drama. Das ist für mich eine sogar von denen, die gesetzt ist für die Auszeichnung. Ja, und dann haben wir die Kategorie, die allen zu reden gibt, und das ist der beste Hauptdarsteller. Dort sind nominiert der Bryan Cranston für Trumbo, habe ich nicht gesehen, leider. Dann der Matt Damon für The Martian, der war gut gewesen. Der Michael Fassbender für Steve Jobs, habe ich nicht gesehen. Der Eddie Redmayne für The Danish Girl, habe ich leider auch nicht gesehen. Und der Leonardo DiCaprio für The Revenant. Und ich glaube fest daran, dass der Leonardo DiCaprio das mal seinen Oscar wird bekommen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wer sonst. Er hat sowohl bei den BAFTAs gewonnen, als auch bei den Golden Globes in der Kategorie Drama. In der Kategorie Comedy hat der Matt Damon gewonnen, weil der Martian scheint eine Komödie ist. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Schlussendlich glaube ich aber, dass der Eddie Redmayne, obwohl der Sepp eine Frau spielt, beziehungsweise ein Transsexueller, so viel es mir ist, dass der nicht ankommt, sondern dass der Leonardo DiCaprio das mal gönnt und dass vielleicht endlich einmal alle ihre Fresse haben wegen dem Typ. Dann kommt noch die allergrößte Kategorie und das ist Best Picture, und zwar der beste Film. Dort sind nominiert The Big Short, Bridge of Spies, Room, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant und Spotlight. Ich habe 6 von diesen 8 gesehen. Ich habe Bridge of Spies und Brooklyn nicht gesehen. Fangen wir von hinten an. Von denen, die ich glaube, haben keine Chance. Und das sind The Big Short, Brooklyn und Mad Max Fury Road. Obwohl ich selber natürlich Mad Max gerne sehen würde, glaube ich nicht, dass sie überhaupt irgendeine Chance haben. Brooklyn ist zu wenig beworben worden, ist ein eher kleiner Film mit zu wenig Werbebudget, und The Big Short ist zwar schon gut, aber nicht wirklich ein Best Picture Film. Dann die 3, die ich glaube, dass sie so ein bisschen Aussenseiterchancen haben, das sind Bridge of Spies, The Martian und Room. Room ist ein sehr emotionaler Film, der wahrscheinlich viel von der Academy bewegt hat und auch mich sehr bewegt hat. Mit Bridge of Spies muss man rechnen, weil es ein Steven Spielberg-Film ist, und bei The Martian muss man damit rechnen, weil es ein Ridley Scott-Film ist. Darum sollte man die noch nicht ganz abschreiben. Ich meine, The Martian hat immerhin gewonnen bei den Golden Globes in der Sparte Comedy. Ich glaube aber, es wird sich schlussendlich wir haben es 2 müssen unter sich ausmachen, und das ist The Revenant und Spotlight. Ich glaube eher, dass es The Revenant ist, auch wegen der vorherigen Auszeichnungen bei den BAFTAs und den Golden Globes. Ich beziehe mich da sehr oft auf die. Aber die sind meistens ein sehr guter Indikator, wer bei den Oscars wird abräumen, und ich glaube auch da, dass der Alejandro Iñárritu wieder wird gewinnen, wie letztes Jahr schon für Birdman. Was mich ein bisschen erstaunt ist, dass er nicht beim Best Adapted Screenplay nominiert ist. Das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Das habe ich gespässig gefunden, aber wahrscheinlich ist es, weil in diesem Drehbuch, weil ja im Film eigentlich gar nichts passiert. Aber das ist meine Prognose für die Oscars. Ich sage es nochmal schnell, bester Animationsfilm ist meiner Meinung nach Inside Out, obwohl ich keinen von all denen gesehen habe. Beste Kamera wird The Revenant holen, beste Filmmusik holt The Hateful Eight bzw. Ennio Morricone, der Best Original Screenplay holt Spotlight, Best Adapted Screenplay holt The Martian.
Beste Regie holt der Alejandro Iñárritu für The Revenant. Beste Nebendarstellerin, unbeliebte Meinung ist, wird Jennifer Jason Leigh. Ich glaube es nicht wirklich, aber irgendwie auch schon. Auf jeden Fall glaube ich, dass dass der beste Nebendarsteller, der Sylvester Stallone wird sein, obwohl ich den nicht in dieser Kategorie überhaupt gesehen habe unter den Nominierten. Dann die beste Hauptdarstellerin wird Brie Larson, das ist für mich eigentlich klar, und der beste Hauptdarsteller wird der Leonardo DiCaprio. Best Picture wird The Revenant, da bin ich mir fast zu 100% sicher, aber wir sehen es dann, wenn dann die Auszeichnungen vergeben worden sind und alle happy sind und alle ihr blöde goldige Männchen haben dürfen heimnehmen. Das ist meine kleine Prognose. Was denkt ihr, wer gönnt bei den Oscars, wer holt Best Picture, wer holt der Leonardo DiCaprio vielleicht seinen Oscar? Ich glaube es ja, dann haben wir von dem mal Ruhe endlich. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.